Das Ende ist nah. Willkommen zurück. Let's Play der Obedience mit Juti. Wir sind Tag 110. In 3 Stunden kommt sie. Die finale Horde. Aus allen Richtungen Billionen von Zombies wollen uns zerfetzen. Ja, nun lassen wir sie mal kommen. Die Aussichtstürmchen sind ready. Ja, jetzt geht's los. Also, schauen wir mal, was losgeht. Ich werde jetzt hier öfters mal Pause machen müssen, und zwar um meine Titanen zu positionieren. Ich denke, ja, ich schicke die mal nach hier drüben. Dann Titan-Armee Nummer 2 nach hier. Titan Nummer 3 nach hier oben. Und 4 weiß ich noch nicht. Okay, die scheinen von hier unten zu kommen, also dahin. Gut, jetzt will ich euch das Gemetzel ja nicht so vorenthalten. Ich mache schnell Pause, einfach, dass ihr ein bisschen Vorstellung habt, was hier jetzt abgeht. Ihr seht, hier kommen wirklich aus allen Richtungen jetzt Millionen von Zombies. Gut, ich muss sagen Billionen von Zombies. Und zwar alle Arten von Zombies. Von schwach. Ich glaube, die ganz schwachen gibt es gar nicht. Ne, also es sind mindestens Runner. Hier kommen sehr viele Harpien. Die werden hier einfach so über meine Mauern hinweg hüpfen. Die sind aber nichts, weil die Executor räumen hier schön ab. So, ich versuche immer mal Repair All zu drücken, wenn es hier mal so einen kleinen Unterbruch gibt. Okay, also 1 werde ich hier nach unten schieben. Und der kriegt hier noch einen zusätzlichen. Dann 2 werde ich nach wie vor hier brauchen. 3 ebenso, 4. Hier ein bisschen weiter nach unten schieben. Okay, ich werde hier natürlich trotzdem noch weiter Titan bauen, man weiß ja nie. Hier oben ist echt schlimm was los. Oh, wohin? Sind sie nur durchgebrochen, oder? Ach ne, die haben hier einfach ein Häuschen erobert, das ist okay. Okay, hier habe ich es geschafft, dieser Schwarm ist so gut wie tot. Das heißt, ich ziehe diese Titan nach hier drüben. Dann Armee 2. Es sieht eigentlich gut aus, hier auch. Ich schicke die mal nach hier drüben, das sieht mir ein bisschen... Doch, das hält. Hier hält
Der hier hält auch. Ach, ich wollte hier mal noch schauen, wie das hier mit dem Türmchen war. Ne, nee, das funktioniert. Also, die sind unterwegs, 2 sind unterwegs, 3 hält. Hier oben ist gehalten, da kann ich abziehen nach hier drüben. 4 ist hier oben sieht es übel aus. Oh, hier oben sieht es ganz übel aus, da muss ich schnell noch was machen. Hätte ich Kohle, würde ich sogar etwas machen. Okay, schauen wir schnell. Die können sich um diese hier. Die ziehe ich nach hier drüben. Hier oben ist okay. Die wandern nach hier unten. Sonst sieht es, glaube ich, ziemlich gut aus überall. Okay, ich denke, diese Titanen, jetzt habe ich hier 2 Titanenarmeen, die müssen das eigentlich auch in den Griff bekommen. Hier ist... Wo denn? Ja, ja. Noch hier drüben. Was? Ein Titan ist fallen? Vermutlich hier oben. Okay, das sieht jetzt gut aus. Das heißt, ich werde jetzt hier mit Aufräumarbeiten beginnen. Okay, wo habe ich hier noch? Hier oben ist noch was übrig geblieben. Wo ist er? Ach, hier. Ja, muss ich wohl auch einen Weg raus frei machen. Habe ich erwischt. Das war's. Das war's. Ja. Spiel gewonnen. Gab es doch noch ein paar Schweißperlen bei dieser westlichen Seite. Da sind sie echt durchgebrochen. Hätte ich nicht erwartet. Habe ich ja ein bisschen zu lange gewartet, aber doch noch in den Griff bekommen. Von dem her gesehen. Gut gemacht. Ja, das war die erste Karte der Billions. Ich habe schon gesagt, die erste Karte finde ich eigentlich zum Starten einfach, wegen den vielen Engpunkten, die einfach zu verteidigen sind. Dafür ist dann die Expansion ein bisschen schwieriger. Doch, wenn ich Neues mache, ich bin hier natürlich parallel noch selber ein bisschen am Spielen. Ich glaube, Gemetzel war der Name.
Medisale. Oder auch nicht, ist ja egal. Ja, 4 Karten gibt es. Ich habe schon alle 4 freigeschaltet. Das macht es natürlich einfacher. Da kann ich auch mal verlieren im Let's Play, ohne heulen zu müssen. Na, werde ich trotzdem tun. Als nächstes, also hier sieht man es eben noch die Beschreibung. Als nächstes sind die Peaceful Lowlands dran. Die sind relativ offen, haben viel Grünfläche, also nahrungstechnisch werden wir nicht viele Probleme haben. Aber es ist ein bisschen schwierig am Anfang zu verteidigen. Weil man nicht so viele Endpunkte hat. Das heißt, man muss ziemlich viele Verteidigungsanlagen bauen, das dann auf Kosten der Wirtschaft. Das ist aber nur zu Anfang so, wenn man da so einen gewissen Punkt überschritten hat, dann geht es echt voll ab. Man kann super expandieren, man kann super große Städte bauen. Das Einzige, was hier noch ein bisschen nervt, das hat einige Villages of Doom. Den muss man sich annehmen, aber sobald man die weggehauen hat, und das wird man machen können, sieht es dann auch ein bisschen besser aus. Dann läuft es eigentlich ziemlich gut. Ja, Karte 3 sind Frozen Highlands. Da hat man eher ein bisschen Nahrungsprobleme, es ist alles verschneit. Hat allerdings den Vorteil, dass die Zombies ein bisschen lahmer sind. Das sind nicht so aktiv, allerdings braucht man auch mehr Energie für die Gebäude, die geheizt werden können. Ja, und die letzte Karte, da bin ich noch dran, die habe ich noch nicht erfolgreich fertig gebracht. Das ist so ein Wasteland, also so ein Ödland, hat nahrungstechnisch, ja, ist nicht so lustig, nicht viel los. Und die Zombies sind aufgrund der Hitze extrem aktiv, also es ist wirklich schwierig, das habe ich noch nicht geschafft. Aber wir machen mal eins nach dem anderen. Das nächste kommt Peaceful Lowlands. Ich werde hier sicher noch Population ein bisschen raufschreiben. Wenn ich spiele, ich werde es noch nicht starten. Das aus dem einfachen Grund, weil ich die Episode hier beenden werde und dann Staffel 2 neue Episode mache. Und noch viel wichtiger ist, ich werde in ein paar Tagen in Urlaub fliegen. Es geht an die Sonne für knapp 3 Wochen. Derzeit habe ich habe ich einfach keine Zeit zum Spielen. Nein, ich werde da natürlich ein bisschen die fremde Kultur kennenlernen. Am Zielland mich meiner Freundin abgeben. Gut, das mache ich auch sonst, aber ich sicher ein bisschen intensiver. Und vor allem werde ich ein bisschen planschen und das Strandleben genießen. Entsprechend habe ich wirklich keine Zeit, hier Videos zu produzieren. Das mache ich dann wieder, wenn ich zurück bin. Dann geht es dann weiter mit Peaceful Lowlands Staffel 2 von They Are Billions. Weil ich aber noch ein paar Tage zur Verfügung habe, bis ich abfliege, werde ich wieder mein geliebtes Spiel Faster Than Light ausgraben, habe ich vorhin kurz erwähnt, und von dem noch ein paar Episoden drehen. Dann habt ihr noch was anzuschauen. Mein Gott, war das schwierig, währenddem ich weg bin. Ja, und ich hoffe, ihr freut euch dann, wenn es weitergeht. Ich hoffe, die Episoden zur Staffel 1 haben euch Spaß gemacht. Ihr konntet etwas lernen vielleicht sogar. Und wisst jetzt, wie ihr das Spiel meistern könnt. Einfach immer schön expandieren. Sichere Brocken weiter expandieren, absichern und so weiter. Wirtschaft, Leistung steigern und dann so etwa 15-20 Tage, bevor die finale Horde kommt, einfach voll auf die Verteidigung konzentrieren. Dann klappt es in der Regel eigentlich recht gut. Jo, mir hat es Spaß gemacht. Bis bald. Tschüss.